Baumwipfelfahrt der Welt gemeinsam zu eröffnen. Wir, das ist einmal mein Vorstandskollege, der Christian Kappenberger. Und mein Vorstandskollege Bernd Bayerköhler. Herzlich willkommen. Da möchte ich jetzt ganz stellvertretend wirklich für alle, die am Bau beteiligt waren, die 3 Firmen nennen, die die wesentlichen Anteile gehabt haben. Das ist einmal die Firma Wache, die die ganzen Erdarbeiten, die Fundamentierungen und die Betonarbeiten gemacht hat. Ganz großartiger Job. Ja. Das ist die Firma Wihag, die diesen Turm umgesetzt hat, die also wirklich diesen Höhepunkt des ganzen Pfades geschaffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine meisterhafte Ingenieurleistung finde ich und eine ganz gelungene Konstruktion. Und dann haben wir noch die Firma Dengler aus Rinchnach, die wahrscheinlich den härtesten Job gehabt haben. Die haben nämlich diesen Pfad in den Wald hineinbauen müssen. Mit viel Kreativität, mit viel Geduld, mit großartigen Künsten der Kranfahrer und so, dass wirklich nicht viel beschädigt worden ist von der Natur, die außenrum ist, sodass wir wirklich noch einen Baumwipfelpfad haben und nicht der nächste Baum 5 Meter wegsteht. Das passt aber ganz gut zu der Ursprungsidee, die wir gehabt haben mit diesem Baumwipfelpfad. Wir wollten gerne, dass die Menschen die Gelegenheit haben, die Natur, ihre Umwelt mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Diese Perspektive, die wir normalerweise haben, ist vom Boden nach oben schauend in die Bäume, die Baumkronen aus der Ferne sehen. Und das wird sich jetzt ändern. Weil jetzt haben Sie wirklich die Gelegenheit, durch diese Baumkronen zu laufen, zu sehen, wie ist das Leben dort oben, wie schaut das aus. Und das auf eine ganz, ganz sichere Art und Weise, auf einem ganz breiten Steg, wo nichts passieren kann. Das war unsere Motivation. Wir hoffen, dass wir mit dieser Veränderung der Perspektive die Leute begeistern können. Und wir würden uns freuen, wenn natürlich zahlreich die Besucher das wahrnehmen. Mit dem Stichwort Erleben. Da kannst du was erleben. Ich habe das immer öfter als in meiner Jugendzeit und Kinderzeit als Drohung aufgefasst. Jetzt sollten wir diesen Ausspruch, da kannst du was erleben, eher als hoffnungs- und erwartungsvoll einstufen. Als ich diesen Turm jetzt erblickte, war ich schlichtweg begeistert, erstaunt und war letzten Endes auch überwältigt davon, dass es hier gelungen ist, etwas Besonderes, was Einmaliges, was ganz Tolles zu schaffen. Ohne aufdringlich zu wirken, ganz im Gegenteil, eingepasst, harmonisch in die Natur, das Wachstum nicht behindernd, die Bäume sind quasi integriert in diesen Turm. Ja, ich bin überzeugt davon, das wird ein großer Attraktivitätsgewinn